Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des FC Bayern Taktikfuchs. Leute, diesmal zum Spiel gegen den Hamburger SV am dritten Bundesligaspieltag, bevor ich euch so ein bisschen meine Einschätzung sage zum Spiel und wir mal in die Aufstellung schauen, mich aufstellen würde, wie immer der Hinweis. Wenn euch gefällt, was ihr seht, abonniert sehr gerne den Kanal. Ihr kennt das Spielchen. Hypen, liken, kommentieren, abonnieren und ja, dann kommen wir hier überein. Gut, dritter Bundesligaspieltag, zu Hause gegen HSV. Wir haben es in der PK gehört, seit 2008 hat der HSV nicht mehr bei uns nicht verloren. Fairerweise muss man natürlich sagen, dass die jetzt auch, 7 Jahre in der Versenkung verschwunden waren. Also natürlich Aufsteiger, eine gewisse Euphorie. Ich denke aber auch als Aufsteiger direkt am zweiten Bundesligaspieltag auf den Boden der Tatsachen geholt, indem man 2:0 im Hamburger Derby verloren hat gegen St. Pauli. Ich denke, damit ist der Hamburger SV mal knallhart angekommen in der ersten Bundesliga. Und ja, wir sind der haushohe Favorit und wir werden das auch zeigen und erfüllen. Ich denke, der HSV wird gegen uns, zumindest erwarte ich das, maßlos überfordert sein. Ich hoffe, es ist alles fit und frisch von der Länderspielreisen zurückgekommen. Das werden wir natürlich sehen. Wir mit dem Nicolas Jackson, den wir mit Sicherheit sehen werden für eine halbe Stunde, 20 Minuten, denke ich mal, im Laufe des Spiels. Nochmal eine Option. Ja, mein Tipp fürs Spiel ist 5:0. Ja, das ist, was ich erwarte. Da seht ihr auch schon, welche Art Spiel ich erwarte. Und das muss eine klare Kiste sein. Das muss eine klare Kiste werden. Wir spielen zu Hause, da sind wir eh stark. Der HSV ist ein Aufsteiger. Ja, wie gesagt, die Aufstiegseuphorie nach einem 0:0 am ersten Spieltag und eine 2:0 Heimniederlage zu Hause gegen den ärgsten Konkurrenten. Ich glaube, damit ist die große Aufstiegseuphorie auch nicht mehr da. Ja, klar hat der HSV nichts zu verlieren bei uns, wie fast jede Mannschaft, die nach uns kommt, die können befreit aufspielen. Aber natürlich, wenn du deine ersten Viertelstunde zwei Hütten machst, dann ist der Bums auch Geschichte eigentlich, ja. Ich denke, der HSV hat auch keine Lust, wenn man sagt, er hat nichts zu verlieren, irgendwie 6, 7, 8:0 bei uns wegzugehen. So, ja. Ja, vielleicht klingt das jetzt ein bisschen überheblich. Deswegen mein Tipp 15:0. Am Ende des Tages ist der HSV, auch wenn er ein großer Club ist, ein Big Player, einen großen Namen hat, am Ende ist er ein Aufsteiger, der schwer haben wird. So, das ist Fakt. Das hat das 2:0 zu Hause gegen Pauli gezeigt. Und von daher musst du als FC Bayern zu Hause den HSV auch mit 15 aus dem Stadion schießen. Das ist das Mindeste, was da passieren muss. Natürlich kann der HSV mich überraschen. Ich habe jetzt wenig Spiele gesehen von der Aufstiegssaison, die am Ende des Tages auch keine Rolle spielen. Man wird in der Bundesliga anders auftreten müssen wie in der zweiten Liga. Und ja, ich bin gespannt auf den HSV. Ich freue mich auf jeden Fall, dass der HSV wieder in der ersten Liga ist. Ich hoffe auch, dass der HSV in der ersten Liga bleibt. Ja, das wäre wichtig für die Bundesliga meiner Meinung nach. Und ansonsten würde ich mir natürlich auch wünschen über die nächsten Jahre, dass der HSV dann auch Step für Step ein bisschen wieder in der Tabelle klettert und vielleicht in einigen Jahren mal wieder dahin kommt, wo er hingehört. Und das ist für mich auf jeden Fall der Kampf um die internationalen Plätze und auf lange Sicht wäre es natürlich der Kampf um die Champions League Plätze. Ja, da sehe ich einen HSV vom Verein her, von der Fanszene her. Das gelingen wird. Ich meine, guckt euch Schalke an, guckt euch Lautern an, etc., etc. Es gibt ganz, ganz viele Beispiele. Dass es nicht einfach so klappt, nur weil man eine Tradition hat oder weil man eine große Fangemeinde hat oder weil man ein großer Verein ist. Da gehört so viel mehr zu. Man sieht es auf der anderen Seite ja auch an Vereinen wie Freiburg, Augsburg, Mainz, Union Berlin, dass es halt auch geht andersrum. Ja, wenn du nicht dieser riesengroße Verein bist mit dieser riesengroßen Fangemeinde und Tradition dahinter, wobei Union Berlin nehmen wir mal raus vielleicht. Bleiben wir mal bei Mainz oder sowas. Natürlich ist da auch schon mittlerweile was gewachsen, aber ich denke mal, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ja. Gut, und damit würde ich sagen, gehen wir mal rein. Wie würde ich den Bums denn aufstellen? Ja, ich denke, Manuel Neuer ist erstmal
unstrittig, auch wenn es natürlich schön wäre, wenn Obich ein paar Spiele kriegen würde. Aber natürlich da jetzt in jedem zweiten Spiel irgendwie 'nen Wechselspiel vorzunehmen, ist Banane. Ja, wegen mir gibt 'n Obich die Pokalspiele und die Champions-League-Spiele. Ja, wird natürlich nicht passieren, sehr wahrscheinlich, aber das wäre, was ich mir wünschen würde. Ähm, ja, aktuell, solange Neuer in der Form ist, die er gerade hat, ja, ist es völlig okay, wenn er da hinten im Tor steht oder zwischen den Pfosten steht. Ich hätte aber auch keinerlei Kopfschmerzen damit, 'n Obich dahinzustellen. Ja, so. Gut, Innenverteidigung, ja, Innenverteidigung sollte klar sein. Also, ich gehe mal davon aus, dass alle, die vor der Länderspielpause fit waren, jetzt auch fit sind. Und von daher, ja, kommen wir an unserem Innenverteidiger-Duo, Opa und Jona nicht drum herum, ja. Natürlich haben wir als Alternative 'n Min-Jae, aber Min-Jae wirkt grade so 'n bisschen wie 'n Opa vor Winnie, ja, immer diese Unsicherheit, immer diese individuellen Fehler. Ist natürlich auch verständlich, wenn man vor der Saison 'n Verkaufskandidat war und vielleicht nicht das letzte Vertrauen spürt. Ähm, Ich wünsche es ihm, dass er das hinter sich lassen kann und wieder zu seiner Stärke findet, dass er Stärken hat. Hat man letzte Saison gesehen, hat man auch diese Saison gesehen, aber natürlich kannst du dir nicht so individuelle Fehler leisten wie was gegen Augsburg, ich glaube, ne, kannst du dir natürlich nicht erlauben. So, nicht beim FC Bayern, nicht auf diesem Niveau. Gut, unser Außenverteidiger, ja, ich habe es angekündigt, ich werde nicht müde zu werden, 'n Stunny auf die rechte Seite zu stellen. Ich sehe 'n Stunny als Rechtsverteidiger, nicht als Linksverteidiger. Erst recht, wenn Davies und Ito wieder fit sind. Für mich ist Stunny der Rechtsverteidiger. Für Kompany ist er das nicht. Für Kompany ist Conny Laimer der Rechtsverteidiger und wird's sehr wahrscheinlich auch bleiben, auch wenn Davies zurückkommt und sowas, wird wahrscheinlich Conny Laimer der Rechtsverteidiger Nummer 1 sein und Stunny dann, der Ersatz, denke ich. Aber das wird die Zukunft zeigen. Aktuell würde ich, ja, die Rollen einfach tauschen, weil die Alternative wäre Guerrero für die linke Bahn oder auch die rechte Bahn. Ähm, Den sehe ich gerade nicht auf dem Niveau, was es benötigt beim FC Bayern. Von daher ist es für mich völlig fein, dass ein Conny Laimer auf der Außenverteidigerposition aushilft. Aber für mich gehört Stunny auf die rechte Seite. Ja, auch wenn er es auf der linken Seite gerade gut macht. Aber hier geht es darum, wie ich aufstellen würde. Und für mich wäre es wichtig, dass sich ein Stunny mit eben unserer Maschine einspielt. Ja, das Zusammenspiel von Conny Laimer und Michael ist super. Ja, weil die natürlich jetzt auch schon lange Zeit da zusammengespielt haben. Und deswegen ist es sehr wahrscheinlich auch so, dass ein Conny Laimer Rechtsverteidiger bei uns bleiben wird und nie mehr im Mittelfeld auflaufen wird, es sei denn mal als Aushilfe. Ja. Ja. So ist der Lauf. Ich würde einen Stunny bevorzugen. Ich sehe ihn mehr als Rechtsverteidiger, als ein Conny Laimer ist. Aber das ist auch nur meine persönliche Vorliebe. Aber ich werde es diese Saison ich werde nicht müde werden, Stunny nach rechts zu stellen. Punkt. Ja. Für mich ist Conny Laimer ein prädestinierter Mittelfeldspieler. Aber für unseren Trainer leider nicht. Gut, also Michael, rechte Seite. Linke Seite ist selbstredend. Ja, ein Diaz. Selbstredend ist ein Jackson noch nicht so weit. Ja, ich weiß gar nicht, ist er schon hier eingetragen? Steht hier noch gar nicht drin, den müsste ich selber eintragen. Kriegen wir dann hin, wenn es soweit ist. Von daher, ja, vorne Harry Kane und Serge, der anscheinend einen etwas besseren Auftritt hatte, würde ich auf die Zehner-Posi stellen. Das hat letztes Mal ganz gut geklappt. Ja, ich würde Serge auf jeden Fall die erste Halbzeit geben. Gefühlt hat er nicht für viel mehr Luft aktuell. Ich weiß nicht, ob es so ist, zumindest kommt es so rüber. Und natürlich wird ein Karl jetzt hier mal reinstellen. Es gehört für mich ein Lennart Karl dann
ist die Alternative auch für einen dieser 3 Positionen. Ansonsten haben wir 'n Jackson, der die Alternative für Heavy ist oder sogar auch für die 10er-Posi, dass dann Heavy auf die 10er-Posi geht, ja, und 'n Jackson vorne rein. Aber das sollte klar sein, wir sind da ja sehr variabel aufgestellt. Im Mittelfeld stellt sich's, glaube ich, noch aktuell fast von alleine auf. Kimmich, klar. Und Kimmich ist ja unser Sechser, ist ja in der Nationalmannschaft der Sechser schlechthin. Konnte ja der Nationalmannschaft voll seinen Stempel aufdrücken. Kappa. Ironie an, aus. Ja. Also, wie gesagt, wenn Kimmich Form hat, ja, dann gehört er dahin, wenn er sich dann auch zusammenreißt und das Zusammenspiel mit Pavlo klappt. Für mich gehört 'n Pavlo an erster Stelle dahingesetzt. Man muss jetzt, ich meine, wir reden immer davon, ja, junge Spieler beim FC Bayern und bla und Sülz. Wenn man das möchte, junge Spieler einbauen, dann muss man auch damit leben, dass man an so 'nem Pavlo, erst recht mit seiner Verletztengeschichte und so weiter, auch mal festhalten muss. Ja, das hat der Trainer letztes Jahr getan an ganz, ganz vielen Spielern. Ich da an so 'n Davies denke, an so 'n Gnabry, an so 'n Sané und an Coman und so weiter. An denen wurde alle immer festgehalten, Spiele, 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 damit sie ihre Form finden. Und das musst du jetzt einfach mit dem Pavlo machen. Ja. Ja, du musst denen die Chance geben, sich wieder zu zeigen. Wenn's unterirdisch ist, ja, dann nimmst du 'n Pavlo raus nach 60 Minuten, und gut ist, bringst 'n Leon rein, fertig, ja. Aber wir reden hier über 'n HSV und, ja, bei allem Respekt für den HSV ist dann halt einfach auch 'n Gegner, wo du vielleicht auch nicht alle 11 auf super Top-Level, haben musst, damit du das Spiel trotzdem gewinnen wirst, ne? So ist es halt. Wir können hier noch 'n Boe eintragen als Alternative, die ja nicht wirklich ist, was wir bisher gesehen haben. Das ist nicht gut, ja, das ist kein Bayern-Niveau. Ich weiß nicht, wie's mit dem Tom Bischof aussieht, ob der schon wieder irgendwie im Training ist oder nicht. Ansonsten, ich trage ihn hier trotzdem mal ein. Ist natürlich der Bischof noch 'ne Alternative für die Zentrale. Und ansonsten, ich gehe noch mal ganz kurz durch. Sind wir durch? Kusi Asare ist nicht mehr da. Winston Mike haben wir natürlich noch. Ja. Der ja jetzt auch sehr wahrscheinlich 'n bisschen mehr noch mal vielleicht 'ne Rolle spielt in unserem Kader für 'ne Außenposition. Trage ich mal noch mit ein, ist noch 'ne Alternative. Und das ist es, ja. Mehr Alternativen haben wir auch nicht. Ja, wenn wir das sehen, sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aber es sind immerhin 8 Einwechselspieler. Ja, über was reden wir? So kleiner Kader. So, wir haben 8 Einwechselspieler und noch mal 3 Langzeitverletzte, die dazukommen, sind 11. Ja, dann hast du jede Position doppelt besetzt. Torhüter habe ich jetzt eh mal außen vor gelassen, also hast du sogar jede Position doppelt besetzt und hast noch mal einen mehr, ja. Also, über was reden wir? Ja, da mal 'n kleinen Exkurs zu machen. Ansonsten irgendwelche, Pfeileinblendungen schenke ich mir jetzt hier, ja, habe ich im letzten, Taktikfuchs erklärt. Ist aber auch selbstredend bei uns, dass das hier super variabel alles vorne ist, ja. Ich brauche nicht euch die Steckpässe auf Conny Leimer von Michael Olise einzeichnen oder sonst was. Das wäre meine Aufstellung für das Spiel gegen den HSV. Ja, ich würde 'n Lennart Kahl, man kann natürlich darüber reden, auch 'n Lennart Kahl für 'n Ziyech zu bringen von Anfang an. Aber ja, ich fand, Ziyech hat's jetzt nicht so schlecht gemacht bei uns. Nationalmannschaft weiß ich nicht. Von daher würde ich 'n Ziyech mal die erste Halbzeit geben. Ich würde 'n Lennart Kahl aber auf jeden Fall dann, zweite Halbzeit bringen. Ich denke nicht, dass 'n Gnabry da irgendwie 2 Halbzeiten mal am Stück liefern kann. Ansonsten ist er natürlich die erste Alternative für die Außenposition. Ich denke mal, so 'n Jackson wird 20 Minuten bekommen. Ob für Harry Kane, bin ich mir noch nicht mal sicher. Ich denke, 'n Harry Kane könnte dann eher auf die 10er-Posi fallen. Aber all das wird man sehen. All das wird auch interessant zu sehen sein. Das wäre meine Startaufstellung und in diesem Sinne Leute, wünsche ich euch super viel Spaß beim Spiel, gegen den HSV. Freue mich, dass der HSV wieder da ist und in diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Haut rein, schönes Wochenende. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.